alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 1999 in Assetto Corsa und zum Saisonfinale hier in Japan. Wir kommen jetzt zum letzten Rennen und wir schauen wie immer zuerst schnell kurz wieder auf einen schlauen Monitor nach links, von euch aus gesehen, glaube ich nach rechts, aber egal. Wir schauen schnell drauf, wer hat eigentlich dazu mal in der echten Formel 1 1999 gewonnen. Das ist Runde 16 von 16, also wie gesagt das letzte Rennen, das Saisonfinale, und das Rennen war am 31. Oktober gewesen. Man muss sich das mal vorstellen, die haben am März angefangen. Am 7. März, Anfang März haben sie angefangen. Und am 31. Oktober, also Ende Oktober, ist das Ganze vorbei gewesen, die Saison. Und heute fahren wir Formel 1 Rennen bis in Dezember. Crazy. Crazy. Naja, also, das Rennen war am 31. Oktober gewesen. Sieger ist der nicht Eddie Irvine, der Mika Häkkinen gewesen, der hat gewonnen. Der Michael Schumacher ist Zweiter geworden, der Eddie Irvine da ist Dritter geworden. Der Michael Schumacher ist auf Pole und ist auch noch mit der schnellsten Runde über das Rennen reingegangen. Und ja, wir schauen mal, wo wir landen. Ich habe es schon in der letzten Episode, oder Ende letzten Episode angesprochen. Ich denke, das wird wieder eine kleine Herausforderung werden, vor allem mit dem Auto zusammen. Aber wir lassen uns überraschen. Wir schauen mal, wie sich das so entwickelt oder wie das so wird. Und ich würde sagen, wir legen los, ab ins Qualifying. Let's go. So, also wir gehen mal auf die erste Phase des Leben. Ja, richtig Problem, man kennt es. Aber wir probieren jetzt gleich mal da etwas zu reissen vielleicht. Da hopset der Karre rum wie blöd wieder. Wow! Die Kurve wird gefährlich werden. Da sehe ich mich schon spinnen, sag so wie es ist. Ah, okay, okay, die kommt auch so spät, okay, okay. Oh mein Gott, was ist das für eine Spitzkirche? Nein, was ist das bitte? Wo wir sind? Bei 20, Alter, okay, wir probieren es mal. Wie kann die KI dort so schnell durchfahren und ich verliere Kontrolle wegen der Bodenwelle? Aua. So, let's go. Letzter Versuch. Das letzte Qualifying in diesem Let's Play. Das letzte Qualifying in F1 1999. Oh, und das ist mal wieder fett verkackt. Okay, P20. Ja, herzlich willkommen, hat eine Startaufstellung. Wir starten von P20. Wir gehen ins Rennen. Und ja, schauen wir mal, was wir da rausholen können. Soll ich ausrasten oder soll ich nicht ausrasten? Weiß es nicht. Ich überlege es mir noch.
Ja, mal schauen, ob wir noch ein bisschen vorkommen. Oder ob das wahrscheinlich die kürzeste Episode wird werden. Im ganzen Let's Play. Wir werden es sehen. So, da sind wir mal wieder an sauber dran. Wir sind schon viel schneller als sauber. Oder auch nicht. Auch auf den Straights nicht. Wir sind eigentlich schon ziemlich tiefig unterwegs, habe ich so das Gefühl. War irgendein KI fährt da sehr, sehr langsam. Schumacher aus dem Rennen, okay. So, sind wir nochmal zu ihnen vorbei. Das ist wieder ein bisschen anstrengend, ich komme nicht an denen vorbei. Dann gerade ziehen die mir wieder alle davon. Mein Teammate fällt ein bisschen langsam dort vorne. Jetzt kommt er wieder vorbei. Moin moin. Come on, fahr doch. So, jetzt habe ich mich auch mal schnell reindrücken. Oh, der Mika will vorbei am Johnny Herbert, also an mir. Jetzt geht er auch vorbei. Uiuiui, da fahren wir einen kleinen Rasen raus. Geht auch gerade vorbei. Das ist schon unser Teammate. Er lässt uns schon vorbei. 1,41, Eddie Irvine, fast das Lab gerade gezogen. Heilige Scheiße, ist der schnell. Okay, sie in der SS sind sehr langsam. Ah, sorry, Mika.
Wirst wohl irgendetwas schon mal gemacht haben gegen mich, hast du es verdient. Nein, sorry, aber die KI fährt manchmal wirklich sau langsam. Ich reg mich schon wieder auf über die KI. Das ist unglaublich. Oh, sie berührt mich noch sogar. Ah, da bin ich nicht. Die hat noch safen, das war jetzt unglaublich gewesen. Minardi machen einen Abflug. Logisch. Logisch ist er schneller drin. Logisch haltet er wieder richtig stur seine Linie. Ach, leck doch mir wirklich am... Drecks KI, ey. Wirklich, ey, nein, also... Wie sie einfach stur bleibt. Ich bin innen gewesen, ich bin schon gar auf dem Curb runtergefahren, weil ich genau gewusst habe, er lässt mir keinen Platz. Und das tätscht gleich noch. Das ist so mühsam, wirklich. Die Strecke an sich, wirklich cool, auch mit diesen Autos, fährt sich okay. Es ist tricky. Es ist wirklich tricky, es ist nicht einfach, aber es macht Spaß, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich cool. Aber wieder die KI. P11. Ja. Oh, Mann. Also, wo soll ich anfangen? Ich glaube, ich fange jetzt schon mit Resümee von dem Let's Play und allem drum und dran. Also, overall, zuerst mal vorab, danke vielmals für den Support auf diesen Videos. Weil es ist, glaube ich, schon noch relativ gut bei euch angekommen. Also anhand von den Zahlen so im Vergleich zu anderen Videos, die ich mache, ist es eigentlich nicht schlecht gewesen. Darum danke vielmals für euren Support jetzt schon bei diesen Videos. Und jetzt sehen wir es noch, Villeneuve Zweite. Okay, also beide BAR wieder super stark gewesen. Ja, strong. Wir sind einfach irgendwo ein bisschen im Nirvana raus gewesen. Nein, also zuerst mal, merci vielmals, wie gesagt, für den ganzen Support auf diesen Videos. Und was kann ich abschließend zu dem Let's Play sagen? Oder ich mache vielleicht noch so Vollbild. So. Der Schnellzitat vom Stream her, falls ihr mich nicht auf Twitch folgt oder falls ihr das noch nie gemacht habt. Folgt mir gerne auf Twitch, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich finde, das Game ist, oder beziehungsweise der Mod ist wirklich cool gemacht. Mir selber gibt es mega viel Nostalgie-Feeling. Allerdings sind die Autos vom Feeling her in meinen Augen nicht so, wie sie eigentlich dazu mal waren, würde ich behaupten. Also Downforce ist schon nicht dazu mal, das ist mir schon klar, aber dass es so extrem war, I don't know, ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu sagen, ich bin nie so ein Auto in Hecht gefahren, darum kann ich es ja wirklich nicht einschätzen, aber so vom Feeling her glaube ich eher weniger, dass es so gravierend war. Sonst, ich glaube, man hat es jemand mal gehört, dass ich mich ein bisschen über KI aufgeregt habe. Ich glaube, da muss ich nicht drauf weiter eingehen. KI war wirklich bodenlos gewesen. Die Strecke an sich wirklich mega cool. Auch so die alten Layouts, gerade da, wo man extrem bleiben ist, Silverstone, so ein geiles Layout. Hockenheim wäre sicher auch cool gewesen, aber alle Strecken mit Low-Down-Force wirklich unfahrbar gewesen. Und ja, sonst eigentlich, muss ich wirklich sagen, hat Spass gemacht. Mir hat die erste Saisonhälfte hat mich besser gedünkt, also bis eigentlich Silverstone, Österreich, und von dort her ist es dann nachher nicht mehr so geil gewesen. Ich nehme jetzt auch seit Ungarn alle Folgen auf. Also ich habe jetzt eine riesen Session gerade hinter mir. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen hintereinander aufgenommen. Man tut den Arsch weh in dem Sitz, in dem Playseat. Ja, aber wie gesagt, es hat wirklich Spass gemacht und ja, mal schauen, vielleicht machen wir wieder mal ein anderes Let's Play, vielleicht von einer anderen Season. Ich schaue mal um, was es so hat. Hat aber wirklich sehr, sehr Bock gemacht und falls euch das ganze Let's Play
oder die Episode gefallen hat, dann gerne das Video mit einem Daumen gegen oben bewerten, gerne ein Abo da lassen. Wir haben ja einen Haufen andere Let's Play noch am Laufen, wie zum Beispiel noch Coop Season mit dem Simi. Auch wirklich ein Projekt, das momentan so viel Bock macht. Ich habe so Bock an dem ganzen Let's Play dort und es macht einfach wirklich enorm viel Spass. Darum schaut gerne dort nie. Es kommen ja regelmäßig Vlogs da drauf. Also regelmäßig ist jetzt übertrieben, aber es kommen ab und zu Vlogs da drauf. Und sonst folgt mir gerne auf TikTok, Twitch, Instagram. Alle Social Media, wo es so geht, ich bin eigentlich überall vertreten. Hört gerne in unseren Podcast rein, Unsafe Release Podcast. Den Link, alles dort dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus. Und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du das Video angeschaut hast. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du das ganze Let's Play angeschaut hast, falls du es gemacht hast. Und falls nicht, findest du auch eine Playlist bei mir auf YouTube. Und ja, da würde ich sagen, wer ist das mit dem Let's Play? Nochmal danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch ein ganz schönes Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Ich habe schon gesagt, egal, macht's gut und ciao!